Das hat so angefangen, dass mein Mudding 2017 die Chance erhalten hat, einen Plattdeutsch-Kurs zu machen und sie arbeitet in Hort und will das dann auch mit den Kindern machen. Und ich habe ihr Lehrmaterialien sein und habe das so spannend und interessant gefunden, dass ich dann gesagt habe, das will ich auch können. Und dann haben wir auch ein paar Boykotter gesammelt, auf Plattdeutsch, die habe ich dann lesen und mich so mit beschäftigt. Und 2019, da wir 16 Jahre alt, da habe ich taufällig die Online-Seminare von Kompetenzzentrum für Niederdeutsch-Didaktik in Gripswald gefunden und habe mich da angemeldet. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich nur das 8. Mal bei so einem Kurs dabei bin. Und ja, so habe ich dann Fellplatt liert. Sonst habe ich noch Musik anhört und Podcasts oder auch so ein paar Videos gucken. Und als mein Öming noch da war, da haben wir auch ab und an mal Platt schnackt. Leider habe ich keinen einen, mit dem ich jeden Tag Platt schnacken kann. Dafür höre ich viel Musik auf Plattdeutsch. Man, die schnackt ja nicht durch. Seminaren, in uns Online-Seminaren, da schnacken wir dann auch Platt einmal in der Woche zusammen. Und früher, als mein Öming noch da war, da haben wir auch ab und an mal Platt schnackt. Aber leider haben wir uns dann auch nicht so oft sein. Und als ich dann auch für das Studium wegtrocken bin, da gäbe das dann noch weniger Möglichkeiten, dann Platt schnacken. Junge Lü und Platt passen für mich gut zusammen. Denn wenn wir das nicht lieren und wiedergeben, das Plattdeutsche Wege soll das denn machen. Für mich ist Platt auch mehr als bloß ältere Lü und ich finde das schade, dass das da meist reduziert wird. Das Plattdeutsch ein Sprach mit Fälle Leder und Riemels ist, der bloß von der älteren Sprachen wird. Wobei das natürlich auch toll ist, wenn ein Plattdeutsch von dieser Lü als Muttersprache lernen kann. Das ist ja immer so was anderes, als wenn ein das bloß und den Textbau kennt. Viele Freunde von mir zum Beispiel, die können Platt zwar verstehen, man nicht schnacken und die sind dann immer richtig beeindruckt, wenn ich sage, dass ich Platt lehre und auch schnacken kann. Um Plattdeutsch zu fördern, möchte ich das erstmal richtig schnacken. Also ich lehre fließig Plattdeutsch. Und vor kurzem war ich auch mit Radio in MV in Lord. Da haben wir eine Sendung mit vielen jungen Plattschnacker gemacht. Das hat viel Spaß gemacht. Zum Beispiel werden da auch ein Lyrisch und ein Scheulerisch und die haben den Plattdeutschunterricht vertellt. Dann in MV kann ihn ja auch das Abi in Fach Plattdeutsch machen. Und das wäre richtig interessant, da mir taulieren. Zuerst und ganz einfach brauchen wir natürlich Plattschnacker und auch Lü, die das Plattdeutsche wiedergeben. Was ich gut finde, ist, dass wir Plattdeutsch auch alle im Internet finden können und auch in den sozialen Medien. Das ist ja gerade für die jungen Lü auch richtig toll. Was ich noch schön finden würde, ist, wenn Plattdeutsch auch in Alltag mir sein wir. Zum Beispiel mit Inköpen oder auch ob Schillern. Das Wichtigste finde ich eigentlich, dass Plattdeutsch auch weiter nutzt wird und dass wir nicht bloß über Platt, sondern auch Platt schnacken.